Letzten Montag war ich mit Sissi und mit einer guten Freundin in einem Café. Und da habe ich dort so eine Spruchtafel gesehen. Ich habe ein Foto gemacht, ihr kennt das sicher, diese Tafel mit guten Sprüchen drauf. Da heißt es, greif nach den Sternen, lebe jeden Moment, tanze, singe, lebe als gäbe es kein Morgen, folge deinen Träumen. Es hatte noch eine andere Tafel dann, hey, mach, was du leidenschaftlich gerne machst. Du lebst nur einmal. Und wir kennen diese Sprüche. Und sie sollen etwas vermitteln von guten Vibes, von guter Atmosphäre, dass wir das Leben genießen sollen. Und ich hoffe, dass es Momente gibt an diesem Wochenende, wo du es so genießen kannst. Vielleicht bist du auch jemand, der noch Ostereier suchen geht am Nachmittag mit den Kindern. Oder du freust dich auf einen Ausflug oder einfach auch ein bisschen Zeit, Ruhe genießen können. Das wünschen wir dir. Aber wir wissen alle, dass die Realität des Lebens nicht so ist. Wir wissen das alle, dass das Leben nicht so ist, dass du jeden Tag tanzt, jeden Tag singst, dass du das Leben greifst, dass du immer machen kannst, was du leidenschaftlich gerne machst, dass du nach den Sternen greifen kannst. Das Leben ist anders. Und viele Menschen in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft leiden am Leben. Und ich bin sicher, dass auch viele Menschen hier sind, die, wie Liam es erzählt hat, sie leiden am Leben, weil sie vielleicht einsam sind, weil sie krank sind, weil sie Sorgen haben. Sorgen an der Arbeit oder Sorgen um die Beziehung, die Ehe, vielleicht Sorgen um die Kinder. Oder Ängste über die Zukunft. Was bringt die Zukunft? Es hat mich erschreckt in den letzten Wochen, wo ich im Gespräch war mit jungen Leuten, wie groß die Hoffnungslosigkeit ist von jungen Menschen. 5 vor 12 ist so der Slogan, wo sie sagen, hey, es gibt keine Zukunft. Die Welt geht unter, sie fällt aus den Fugen. Und entweder ist man frustriert, man kann nichts bewegen, oder man sagt, hey komm, ich weiß nicht, wie es rauskommt, ich lebe einfach für mich. Aber es ist ein Leben ohne Hoffnung. Und darum wollen wir heute einen Text lesen aus Hebräer 11, 32 bis 40. Ein Text, wo es von Menschen redet, die absolut alle Herausforderungen, alle Widrigkeiten des Lebens überwunden haben, damit fertig wurden. Es ist ein herausfordernder Text. Es ist auch kein Text, den man Kindern vorlesen sollte aus der Bibel. Wir lesen Hebräer 11, 32. Wie soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden im Gefängnis angekettet, manche starben durch Steinigungen, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- und Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude, doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Jesus, wir beten heute, dass dein Wort zu uns spricht und uns Hoffnung gibt. Und wenn wir diesen Text lesen, beten wir auch gerade für alle unsere Geschwister, alle Christen in dieser Welt, die das auch heute noch erleben, dass du bei ihnen bist an diesem Ostertag ganz speziell. Amen.
Amen. Menschen, die mit absolut allen Herausforderungen des Lebens fertig wurden. Wie haben sie das gemacht? Was hatten diese Menschen damals, was uns scheinbar heute so fehlt? Und wie können wir es bekommen? Jetzt, was hatten sie? Ich denke, die Antwort ist mal einfach zuerst. Sie hatten Glauben. Sie hatten Glauben. Wir sehen in unserem Text, dieser Text hat eigentlich wie zwei Teile. Zuerst Vers 32 bis 35 sind es so die erfolgreichen Glaubenshändler, die alles gepackt und alles geschafft haben. Aber im zweiten Teil des Textes, ab Vers 35, heißt es, andere Menschen, die hatten es nicht so gut, glaubten auch, aber mussten durch viele Schwierigkeiten durch. Zwei Teile in diesem Text, zwei Arten von Menschen. Die ersten Menschen, das sind so, es heißt von ihnen, durch Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert. Überleg dir mal an diesem Text, was könnten das für Menschen sein aus dem Alten Testament? Erkennst du eine Person in diesem Text, wo du sagst, ja, das könnte sein, dass das der und der ist? Wer hat eine Idee? David, genau, hat Königreiche bezwungen. Noch eine Idee? Daniel, genau, wo heißt es, sie verschlossen Löwen das Maul. Ja, Gideon, genau, schlug ganze Armeen in die Flucht. Und es hat noch viele andere drin, auf der nächsten Folie habe ich euch mal hingeschrieben, wer das alles sein könnte. Samuel, die 3 Freunde im Feuerofen, löschten Feuerflammen, Elia, Simson, Josua, das waren alles so Menschen, die Gott erlebt haben. Und dann heißt es sogar noch im Vers 35, Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Auch da kommen mir so 2 Geschichten in den Sinn aus dem Alten Testament, wo Elia, einer Witwe, ihren Sohn aus dem Tod zurückbringt. Und dann auch Elisa, der Nachfolger, hat auch einer Frau ihren kranken Sohn, der gestorben ist, hat ihn wieder auferweckt zum Leben durch die Kraft von Gott. Durch den Glauben haben sie ihre Toten zurückerhalten. Was haben sie erlebt? Sie erlebten Wunder, sie erlebten Eingreifen von Gott, sie erlebten Comebacks, dass sie schon dachten, jetzt ist es fertig, aber dann hat sie Gott wieder ins Spiel gebracht. Und so sah ihr Glauben aus, hey, Wunder, Eingreifen Gottes, Comebacks. Und das sind die Geschichten, die wir so lieben, auch in unserer Zeit, wo Gott eingreift und wir merken, hey, Gott ist mit uns, Gott ist für uns, Gott greift ein, Gott tut sogar ein Wunder in unserem Leben. Das lieben wir und das sollten wir auch. Solche Geschichten ermutigen uns, zeigen uns, dass Gott da ist für unser Leben. Letztes Jahr haben wir unter anderem für 2 Menschen gebetet in unserer Kirche, die eine ganz, ganz düstere Krebsdiagnose hatten. Und etwa ein halbes Jahr später war die Prognose wie umgekehrt. Gott hat eingegriffen, die Ärzte haben gesagt, wir finden nichts mehr. Und sie waren so erleichtert, haben uns gedankt. Oder dieser Mann, der vor Weihnachten seinen Job verloren hat, so quasi als Weihnachtsgeschenk, du hast die Kündigung, da ist sie, sich den Kopf zerbrochen hat, wie geht es weiter? Und Gott hat eingegriffen, hat ihm eine Stelle gegeben, er fängt nächsten Dienstag seinen neuen Job an. Gott greift ein, wir lieben diese Geschichten. Wir lieben diese Geschichten. Aber wenn unser Glaube nur sich darauf gründet, Gott tut Wunder, Gott greift ein, Gott schenkt ein Comeback, bringt mich zurück ins Spiel. Wenn das der einzige Glaube ist, den wir haben, dann sind wir verloren im Leben. Dann sind wir verloren in der Realität des Lebens. Wenn Dinge kommen, Schicksalsschläge, Dinge in unser Leben, wo wir nicht aushalten. Wir gehen unter, wir sind verloren. Denk an eine Frau in unserer Kirche, die ihre Familie bei einem Flugzeugabsturz, die ganze Familie verloren hat. Ihren Mann, ihre Kinder. Ihre ganze Existenz war zerstört. Und wenn das Einzige, wo sie Glauben hätte, ist, dass Gott eingreift und Gott Wunder tut, sie hätte keine Hoffnung gehabt. Gott hat nichts gemacht. Sie musste durch dieses Leid, diesen Schmerz, diese Trauer, aber sie hat an Gott festgehalten, sie hatte etwas mehr. Sie hatte Glauben, dass Gott sie durchträgt,
dass Gott an ihr dranbleibt, dass Gott sie festhält in diesen Schwierigkeiten des Lebens. Und heute ist sie eine Frau, die andere Menschen ermutigt, wenn Menschen durch schwierige Situationen gehen. Sie leitet Anbetung in unserer Kirche, sie macht Jesus groß. Sie jubelt über seine Gnade, über ihrem Leben. Sie ist fertig geworden mit dem Schmerz, den sie erlebt hat. Sie vertraut Gott. Und wenn du ihre Geschichte hören möchtest, kannst du nächste Woche an die Ladies Night kommen. Sie wird dort erzählen davon. Einen anderen Glauben. Und es heißt im Vers 36, andere haben Spott und Schläge erduldet, ja sogar Ketten und Kerker. Da gibt es nicht nur die Menschen, die erfolgreich glauben, sondern es gibt auch die anderen Menschen, die genauso an Gott glauben, aber sie erleben nichts. Gott greift nicht ein. Und diese Geschichten gibt es überall in der Bibel. Kennst du die Geschichte, wo Petrus ins Gefängnis kam? Die ganze Gemeinde hat gebetet und da kam ein Engel und hat Petrus aus dem Gefängnis herausgebracht. Yeah! Gott hat eingegriffen. Petrus wurde frei. Das lieben wir. Aber es gab noch einen anderen Apostel, der auch ins Gefängnis kam mit Petrus. Das war Jakobus. Und dieser Jakobus, dieser Apostel von Jesus, wurde hingerichtet von Herodes. Kein Eingreifen von Gott, kein Wunder, kein Comeback. David ist so einer, der Gott erlebt hat auf viele Art und Weisen. Wunder, Bewahrung. David wurde so oft bewahrt, beschützt von Gott, wurde zurückgebracht auf den Thron. Aber es ist nicht die einzige Geschichte. Er hatte einen Freund, Jonathan, wir wissen das. Ein absolut loyaler Mensch, ein absolut tapferer Mensch, einer meiner Lieblingsfiguren im Alten Testament. Jonathan, so großzügiges Herz, eine riesige Ehrfurcht vor Gott. Und weißt du was? Dieser Mann, der so von allem, was er hatte an Qualitäten, bestimmt gewesen wäre, ein König zu sein, er stirbt sinnlos in einem Krieg. Wie wenn Gott keine Verwendung für ihn hätte, wie wenn Gott ihn gar nicht sehen würde. Seine ganze Auszeichnung, sein ganzer Glaube. Andere. Und es scheint so, dass so viele Menschen erleben, dass sie eben kein Wunder, kein Eingreifen Gottes, kein Comeback erleben, obwohl sie an Gott glauben. Die schlimmste Geschichte in unserem Text ist in Vers 35, wo es heißt, kannst du mir den Vers 35 geben? Danke. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Diese Geschichte spielt an auf eine Judenverfolgung im Jahr 160 vor Christus. Gab es einen griechischen König, Antiochus, und er hasste die Juden, er hasste ihren Gott, gerade weil sie sagen, das ist der einzige Gott, das ist der Gott von Himmel und Erde. Und er hat Juden verfolgt im ganzen Land Israel. Das ist eine schreckliche Zeit, wir können uns das fast nicht vorstellen. Dieser König hat mit seinen Armeen, er hat Juden zusammengebracht in Jerusalem und hat ihnen angedroht, wenn du nicht deinen Glauben und deinen Gott absagst, dann bringen wir dich um. Er hat ihnen gesagt, wenn du nicht ein Stück Schweinefleisch isst, das war ein Gräuel für Juden, das war gegen das Gesetz, dann reißen wir die Zunge aus und schneiden sie dir ab. Und sie haben Menschen gefoltert, sie haben den Juden die Arme abgehauen, die Füße abgehauen. Und dann haben sie diese verstümmelten Menschen, wenn sie immer noch nicht absagten von ihrem Glauben an den lebendigen Gott, haben sie in glühende Pfannen hineingetan und gebraten, bis sie starben. Und in einem historischen Bericht heißt es, dass es eine Mutter gab mit 7 Söhnen. Die wurde von Antiochus gebracht und Antiochus hat die Söhne gefoltert. Und es heißt vom zweiten Sohn, als er in den letzten Zügen lag, sprach er zu Antiochus, dem König: Du verruchter Mensch, du nimmst uns wohl das zeitliche Leben, aber der König der Welt wird uns, die wir um seine Gesetze willen sterben, wieder erwecken in der Auferstehung zum ewigen Leben. Und dann heißt es weiter in diesem Text,
Danach nahmen sie den dritten Sohn und trieben auch mit ihm in ihren Mutwillen. Und als sie es von ihm forderten, streckte er sogleich die Zunge heraus und hielt unerschrocken die Hände hin und sagte tapfer: Diese Glieder sind mir vom Himmel gegeben, darum will ich sie gerne gering achten, um seiner Gesetze willen, denn ich hoffe, er wird sie mir wiedergeben. Und auch er starb in der Folter. Er hat seinen Glauben nicht aufgegeben an Gott, an die Auferstehung. Und so hat Antiochus die 7 Söhne gefoltert und die Mutter musste zuschauen, wie ihre Söhne sterben. Und beim 7. Sohn hat Antiochus versucht und hat ihm gesagt: Hey, ich gebe dir das Leben, ich gebe dir alles, was du willst, wenn du nur deinem Gott absagst, abschwörst. Und die Mutter ging zu ihrem Sohn, der schon gequält wurde. Sie ging hin und es heißt in den nächsten Versen 22 und 23, sagte sie zu ihrem Sohn: Ich weiß nicht, wie ihr in meinem Schoß entstanden seid, und den Odem und das Leben habe ich euch nicht gegeben, noch habe ich zusammengefügt, woraus jeder von euch besteht. Darum wird der die Welt geschaffen und alle Menschen gemacht und das Werden aller Dinge erdacht hat, euch den Odem und das Leben gnädig zurückgeben, weil ihr jetzt um seiner Gesetze willen keinerlei Rücksicht nehmt auf euch selbst. Und so starb der 7. Sohn und seine Mutter. Wie haben das Menschen ausgehalten? Wie waren Menschen stark in diesen Herausforderungen? Es war nicht wie bei der Witwe von Zarpat, wo sie ihren Sohn von Elia zurückgehalten hat, wo der Sohn wieder auferstanden ist von den Toten. Es war nicht wie bei der Frau von Schunem, die ihren Sohn zurückerhalten hat. Es war nicht wie bei Lazarus, wo Jesus sagte: Steh wieder auf von den Toten. Es war keine Wiederbelebung von Menschen. Die Frau hat ihre Söhne verloren. Und trotzdem war sie stark im Glauben. Hat dieser Verfolgung, dieser Folter getrotzt. Warum? Wir sehen es im Vers 35. Um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Eine bessere Auferstehung. Nicht einfach, dass die Kinder wieder lebendig werden und eine Zeit leben. Nicht, dass Lazarus lebendig wird und eine Zeit lebt und dann wieder stirbt. Wiederbelebung bedeutet einfach, du hast noch ein bisschen Jahre bekommen. Du lebst noch ein bisschen länger, aber dann kommt der Tod auch. Aber diese Frau glaubte, dass die Kinder sterben und der Tag kommt, wo Gott sie von den Toten auferwecken wird und sie für ewig leben. Dass quasi der Tod umgekehrt wird, dass das Leben zurückkommt in diese Menschen, in diese Kinder und in ihr eigenes Leben. Dass der Himmel und die Erde erneuert werden, dass alles neu wird. Und sie sagt es selbst: Ich werde meine Kinder wieder zurückbekommen. Ich werde meine Kinder wieder zurückbekommen. Und meine Kinder werden ihre Hände, ihre Füße wieder zurückbekommen, ihre Zungen, ihre Augen wieder zurückbekommen. Wir werden das Leben zurückbekommen. Wir werden unsere Welt zurückbekommen. Das war ihre Hoffnung. Ein Glaube, der keinen Erfolg hat, ist der größte Erfolg. Ein Glaube, wo Gott nicht eingreift, wo Gott keine Wunder tut, wo Gott kein Comeback gibt, ist der größte Erfolg. Ich halte an Gott fest. Es heißt nicht, dass sie besser geglaubt haben als andere. Ich möchte uns noch kurz in die Geschichte von Daniels Freunden reinnehmen. Im Daniel 3, Daniels Freunde, die 3 Juden waren, wurden angedroht, ins Feuer geworfen zu werden, wenn sie ihren Glauben nicht absagen. Und wisst ihr, was haben sie zum König gesagt? Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Er kann Wunder tun, er kann eingreifen, er kann uns zurückbringen. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Diese 3 Menschen sagten: Es spielt uns keine Rolle, ob Gott eingreift oder nicht. Wir vertrauen ihm. Weißt du, was sie hatten in ihrem Leben? Sie glaubten nicht an ihre Pläne mit Gott.
Sie glaubten nicht an ihre Wünsche mit Gott, sie glaubten an Gott. Sie glaubten an Gott, Punkt. Nicht, Gott, danke, dass du mich segnest, ich vertraue dir, danke, dass du meine Wünsche erfüllst. Nein, sie hatten einen Glauben, der keinen Erfolg braucht. Das war ihr Glauben, ihr Erfolg. Schau, manche Menschen beten, sagen, Herr, bitte greif ein. Sie erzählen, ich habe so oft zu Gott gebetet, Gott hat mich nicht gehört. Er war nicht da, er hat nicht eingegriffen. Dabei habe ich Gott so fest vertraut. Darf ich dich ehrlich fragen, auch wenn es schmerzt, hast du wirklich Gott vertraut? Oder hast du vertraut, dass er deine Pläne in deinem Leben in Erfüllung bringt und es ist anders gekommen? Diese 3 Freunde, sie haben Gott vertraut, nicht ihren Plänen, die Gott in Erfüllung bringen sollte. Sie haben Gott vertraut. Und solche Menschen, die diesen Glauben haben können, sagen, hey, auch wenn ich alles habe in diesem Leben, Gott ist besser. Und wenn ich alles verliere, Gott ist besser. Hey, das wünsche ich mir für mein Leben, dass ich sagen kann, hey, wenn ich alles habe, Gott ist immer noch viel besser für mich. Und wenn ich alles verliere, Gott ist immer noch viel, viel besser für mich. Ein Glaube, der keinen Erfolg braucht, ist der größte Erfolg. Wie finden wir einen solchen Glauben? Ich glaube, in Vers 39 und Vers 40 von unserem Text finden wir den Schlüssel. Es heißt, an all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude, doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Abraham und alle anderen, sie sind gestorben, ohne zu sehen, was sie wirklich sich wünschten. Nämlich diese Stadt, die Gott bauen würde für alle Menschen, die an ihn glauben. Diese neue Welt, dieser neue Himmel, diese neue Erde, wo es kein Leid gibt, keine Sünde, keine Not, keine Tränen mehr. Das war ihre Sehnsucht. Sie haben nichts von dem gesehen. Sie sind gestorben. Und jetzt heißt es, denn Gott hat weit Besseres für uns vorhergesehen. Wir dürfen wissen, dass es diesen neuen Himmel und diese neue Erde gibt, weil Gott schon etwas angefangen hat zu tun. Er hat es angefangen, als er Jesus von den Toten auferweckt hat. Und das ist diese Garantie, diese Sicherheit, die du haben kannst. Du bist besser dran als alle Menschen im Alten Testament. Du bist sogar besser dran als diese Frau und ihre 7 Söhne, weil du weißt, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Jesus ist auferstanden. Das bedeutet, dass wir auch auferstehen werden. Ich weiß nicht, in wie vielen Jahren das sein wird, aber Gott wird uns auferwecken, damit wir in seiner neuen Schöpfung mit ihm feiern werden. Und du wirst zurückbekommen, was du verloren hast. Du wirst deine Kinder, deine Familie, deine Freunde, dein Hab und Gut, deinen Ruf, deine Ehre, was immer das ist, du wirst es zurückbekommen von Gott, weil die Auferstehung real ist. Warum bin ich so sicher? Warum sind wir so sicher, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Ich sag's mal so, ich habe keine bessere Erklärung gefunden für die Entstehung der Kirche, als das, dass Jesus auferstanden ist. Weißt du, Menschen haben Jesus gesehen. Die Jünger hätten sich alle zurückgezogen, die hatten Angst, die haben zugegeben, wir hatten keinen Glauben an Jesus. Wir haben gedacht, er ist gestorben, er war der falsche Messias. Sie sind alle auseinandergegangen, geflohen vor Jesus. Sie sind zurückgegangen in ihre Berufe. Wie erklärst du dir das, dass Tage später Tausende, Zehntausende von Menschen Jesus nachfolgen? Wenn nicht das, dass Jesus auferstanden ist. Es gibt keine bessere Erklärung. Du kannst dicke Bücher darüber lesen, wie alles darauf hinweist, historische Beweise, dass Jesus lebt. Die Griechen der damaligen Zeit, sie glaubten, es gibt schon ein Leben nach dem Tod, aber das ist, wenn die Seele irgendwo im Universum weiter existiert. Aber niemals, dass Tote wieder zum Leben auferstehen. Hätten sie nie geglaubt. War nicht ihre Weltsicht. Und die Juden glaubten auch nicht an Jesus zuerst.
Also sie dachten, wenn der Messias kommt, das ist das Ende der Welt. Danach kommt nichts mehr als das Paradies. Und sie sagten, wenn der Messias kommt, dann ist das ein Triumph. Dann ist das der König, der kommt, er hat alles im Griff. Und dann sehen sie, wie Jesus stirbt an einem Kreuz, aufgehängt, nackt, zur Schau gestellt. Und sie haben gesagt, das ist sicher nicht unser Messias. Und trotzdem 3 Tage später glauben Griechen, glauben Juden zu Tausenden an Jesus. Zu Tausenden. Menschen halluzinieren nicht in Gruppen. Manchmal sagt man, ja, das haben sich die Leute eingebildet. Ja, das kannst du vielleicht in deinem Schlafzimmer tun, wenn es dir schlecht geht. Aber nicht 500 Menschen, die zusammen sind, haben plötzlich eine Erscheinung vom auferstandenen Jesus. Das ist real passiert. Die Bibel sagt, dass ihn über 500 Menschen gleichzeitig gesehen haben. Es gab so viele Zeugen. Jesus ist auferstanden. Ich sage es mal ganz direkt, die Beweislast liegt bei dir, wenn du eine andere Erklärung siehst. Alles historisch spricht dafür, dass Jesus auferstanden ist. Und du kannst sagen, hey, ich glaube etwas anderes, aber dann sei so ehrlich und gib zu, dass es ein riesiger Glaubenssprung ist. Ich will es nicht für wahr halten. So etwas gibt es in meiner Welt nicht. Und du darfst festhalten an diesem Weltbild, das sagt, es gibt keine Wunder, es gibt keinen Gott. Aber dann lässt du alle Beweise, die uns die Geschichte gibt, außer Acht. Und vor allem verlierst du diese Sicherheit, dass jemand da ist, der dich durchträgt durch dein Leben, der dir eine Sicherheit gibt in den schwierigen Zeiten deines Lebens, der deine Hoffnung ist und dass du eines Tages auferstehen wirst mit Jesus. Willst du das verlieren? Jesus ist auferstanden und wir mit ihm. Jetzt, was bedeutet das für unser Leben? Erstens sind so 3 W, die ich gedacht habe. Das erste W ist für Wurzeln. Schlage Wurzeln in deinem Glauben. Wenn du merkst, mein Fokus ist so stark auf einem guten Leben, einem schönen Häuslein, einem Auto, einer Krankenversicherung, wenn das alles ist in deinem Leben, festige deinen Glauben an die Auferstehung. Das ist eine kurze Zeit, die wir hier haben. Die Ewigkeit wartet. Festige deinen Glauben. Wenn du zweifelst, dass Jesus auferstanden ist, fang an, dich zu vertiefen. Schlag die Bibelstellen auf, wo das Wort Auferstehung drin vorkommt. Lass deinen Glauben stärken. Im Moment läuft auf verschiedenen Plattformen, Apple TV, Prime, läuft der Film Der Fall Jesus. Die wahre Geschichte von einem Journalisten, ein Atheist, er heißt Lee Strobel, der untersucht, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Er will das Gegenteil beweisen. Mehr sage ich nicht. Schau dir diesen Film an. Schau dir, was alles dafür spricht, dass Jesus auferstanden ist. Und wenn du merkst, meine Sicherheiten liegen in dieser Welt, in meinem Geld, in meiner Gesundheit, in meiner Familie, ändere deine Prioritäten. Ändere deine Prioritäten. Zweitens, nicht nur Wurzeln, sondern Wunder. Wenn Jesus auferstanden ist, haben wir noch viel mehr Grund als im Alten Testament, Wunder zu erwarten, für Wunder zu beten. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in unserer Kirche Menschen siehst, wo du merkst, denen geht es nicht gut, geh auf sie zu, frage sie, hey, kann ich etwas für dich tun? Kann ich für dich beten? Wie viele Menschen haben uns schon gesagt, hey, es war so ein Segen, dass du an mich gedacht hast. Es war so schön, dass jemand mich gesehen hat in meiner Not. Sei mutig. Auch in deinem Umfeld. Geh auf Menschen zu, frage sie, hey, hatte den Eindruck, dir geht es nicht gut. Kann ich etwas für dich tun? Darf ich für dich beten? Und ich habe das auch schon gemacht, wo ich gemerkt habe, eine Person ist nicht Christ. Ihr war es etwas mulmig. Sie hatte den Eindruck, oh, wie wirkt das, wenn da jemand mit mir betet? Habe ich gesagt, hey, weißt du was? Ich bete zu Hause für dich. Aber ich möchte wissen, dass ich für dich bete, dass Gott dir hilft. Lasst uns mutig sein, ein Wunder erwarten. Auch diesen Morgen, wir werden nachher eine Zeit des Gebets haben. Gott tut Wunder. Wir dürfen ihn bitten. Er ist da. Zum Eingreifen, zum Helfen, zum seine Gnade erweisen. Aber das dritte W, das sind die Wunden. Weil Gott nicht immer eingreift. Jesus zeigte seinen Jüngern, als er auferstand, seine Wunden.
Und sie erinnerten die Jünger schmerzlich daran, dass Jesus ohne Hoffnung gestorben war. Die Jünger dachten, jetzt kommt er, der Jesus, jetzt zeigt er sich. Und er starb an einem Kreuz. Die Nägel in seinen Füßen erinnerten die Jünger daran und erinnern uns daran, Jesus wurde verlassen von Gott. Kein Wunder, kein Eingreifen von Gott, kein Comeback, nichts. Aber weißt du, was ist passiert? Als Jesus starb, als Jesus diesen Weg ging, verlassen von allen Menschen, verlassen von Gott, hat er in diesen schlimmsten Zeiten seines Lebens das Wertvollste für dich und für mich erkauft, erworben, bekommen. Es ist Vergebung von deinen Sünden. Es ist, dass Gott den Tod besiegt hat und dass du ewig mit ihm zusammen sein willst. Seine Wunden, die Wunden von Jesus, sind das Herrlichste für dich und für mich, was uns je passieren konnte. Und darum möchte ich dir heute Morgen sagen, auch die Wunden in deinem Leben, wo du sagst, wo ist Gott? Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Gott wird in der Auferstehung deine Wunden verwandeln in einen Sieg, in etwas Herrliches, in etwas Wunderschönes. Genauso wie Jesus auferstanden ist, wirst du auferstehen und du wirst sehen, es hat sich alles gelohnt. Ich möchte dich bitten, halte fest am Glauben, auch wenn du in einer schwierigen Zeit bist. Halte fest. Ich denke an Menschen in unserer Kirche, die seit Jahren oder Jahrzehnten sagen, Gott, wie geht es weiter? Sie erleben kein Wunder, kein Eingreifen, kein Comeback. Weißt du was? Sie haben sich entschieden, ich liebe Jesus für das, was er für mich getan hat. Ich bin dankbar, dass ich ein Kind Gottes sein darf und dass ich Hoffnung habe. Sie kämpfen jeden Tag für ihren Glauben. Und sie sind uns ein Riesenvorbild in dem. Ich möchte dir das sagen, wenn du hier bist, du seit langem kämpfst um deinen Glauben, du bist ein Vorbild für uns. Wie du an Gott dran bleibst. Und du merkst es vielleicht gar nicht, wie Gott dein Leben verändert und etwas Wunderschönes in deinem Leben macht. Aber teilweise kommt es zum Vorschein. Es sind nicht Menschen, die sich über andere erheben. Sie wissen um die dunklen Täler des Lebens. Sie wissen um die Schwierigkeiten. Sie richten nicht mehr. Sie verurteilen nicht mehr. Sie haben ein riesiges Erbarmen. Sie haben eine Demut im Leben. Sie haben eine Geduld in ihrem Leben. Nicht nur mit sich selbst, nicht nur, wenn sie auf Gott warten, sondern auch eine Geduld mit anderen Menschen. Etwas von der Schönheit von deinem Leben ist bereits sichtbar. Die Welt sieht diese Schönheit nicht. Aber es heißt in unserem Text in Vers 38, die zu gut waren für diese Welt. Ich möchte dir zurufen, halt an deinem Glauben fest. Gott ist etwas Wunderschönes am Tun. Zu gut für diese Welt, zu schön. Und wenn Jesus zurückkommen wird, wird diese Herrlichkeit in deinem Leben sichtbar werden. Und dann werden wir sehen, wie krass Gott den Tod besiegt hat, wie stark, dass Gott alles umgedreht hat, uns zum Besten für seine Ehre. Wir wollen aufstehen miteinander zum Gebet. Jesus, wir feiern deine Auferstehung, wir danken dir für deinen Sieg, wir danken dir, dass du das letzte Wort hast, wir danken dir, dass du den Tod besiegt hast. Danke für diesen Glauben, den du uns geschenkt hast und den du gerade jetzt Menschen ins Herz gibst, die da sind und die sagen, ich möchte diese Hoffnung, ich möchte dieses Leben, ich möchte diesen Gott an meiner Seite, der mich durch alles durchträgt. Gerade jetzt, Jesus, kommst du, beantwortest dieses Rufen im Herzen von Menschen. Du hörst Menschen, die schreien nach dir, Gott, hilf mir, greif du ein. Und wir bitten dich, stärke ihren Glauben heute. Stärke unseren Glauben, stärke unsere Ausdauer in diesem Wettlauf. Dass wir sehen dürfen, wie Jesus auferstanden ist und sehen dürfen, wie wir eines Tages auferstehen werden. Gib uns einen Glauben, der nicht primär abhängig ist von unseren Plänen, von unseren Wünschen, von unseren Vorstellungen, sondern ein Glaube, der loslassen kann von uns und auf dich schauen kann. Ein Glaube einfach auf dir, Jesus Christus,
auferstanden, auf dir, Vater, denn du bist Liebe. Wir preisen dich von ganzem Herzen.